Hey, was es bei mir immer im Kühlschrank hat, sind Eier, aber die sind definitiv noch ein bisschen zu langweilig, oder, für auf den Ostertisch. Und darum zeigen dir die Marilotta und die Valerie heute eine richtig coole Methode, um diese weißen, langweiligen Eier hier zu färben. Das siehst du heute in deinen SRF Kindernews. Und damit hallo. Zum Eierfärben kommen wir nachher. Zuerst geht es jetzt um das, was man mit diesen gefärbten Eiern macht jedes Jahr. Im Garten oder in der Wohnung verstecken und dann findet sie dann hoffentlich jemand, weil sonst fängt es irgendwann an zu stinken. Aber wieso machen wir das jedes Jahr um diese Zeit? Nestchen suchen, Eier suchen? Genau das hat unsere Kinderreporterin Marilotta von ein paar Leuten auf der Straße wissen. Wissen Sie, wieso man an Ostern Ostereier versteckt? Keine Ahnung. Das macht keinen Sinn für mich. Nein. Haben Sie irgendeine Theorie oder eine Ahnung oder so? Wegen dem Osterhas, damit er etwas zu tun hat. Das ist meine Theorie. Nein. Ostern, ich weiß nicht, nach der Fastenzeit. Nein, ich habe keine Ahnung im Fall, wirklich nicht. Für mich hört sich das nach einem Marketing-Gag an. Also, dass man irgendeine Firma mal der Meinung war, okay, wir müssen Schokolade verkaufen. Versteckte Schokolade. Und dann freuen sich die Kinder. Nee, ich weiß es nicht. Wissen Sie, wieso man an Ostern Ostereier versteckt? Oh, ich glaube, es hat mit der Fruchtbarkeit zu tun. Die Eier symbolisieren eigentlich das Neue, die Jungen, die kommen. Irgendetwas mit dem hat es zu tun. Vielleicht sind Eier früher ein wichtiges Nahrungsmittel gewesen und deswegen hat man so Kinder bereichern, weil es viel Nährstoff hat, was auch immer. Wissen Sie, wieso man an Ostern Ostereier versteckt? Weißt du, ich weiß es nämlich nicht, nein. Wer versteckt noch die Ostereier? Der Osterhas, gell? Mhm. Ja, ganz klar. Machen wir das mit dem Eiersuchen wirklich, dass der Osterhase etwas zu tun hat? Oder ist das eine Erfindung von einer Firma, die Schoki und Eier verkauft und so, die Werbung machen? Das wäre das mit dem Marketing. Die richtige Antwort, die kommst du jetzt über von uns. Warum wir an Ostern Eier verstecken, weiß niemand so ganz genau. Es gibt aber verschiedene Vermutungen. Eine Erklärung lautet so: Im Mittelalter rief der Papst die Katholikinnen und Katholiken zu einer Fastenzeit auf. In den 40 Tagen vor Ostern sollten sie kein Fleisch und keine Eier essen. Allerdings ist es so, dass Hennen im Frühling die meisten Eier legen. Aus diesem Grund gibt es gerade in der Oster- und Fastenzeit besonders viele Eier. Damit diese also in der Fastenzeit nicht faul wurden, kochten die Menschen sie und vergruben sie in der Erde. Wahrscheinlich verstecken wir deshalb an Ostern Eier. Auch wenn heute vor allem der Kühlschrank dafür sorgt, dass die Eier frisch bleiben. Eine andere Erklärung, wie der Eiersuchbrauch entstanden ist diese hier. Eier wurden früher oft wie Geld eingesetzt. Manche Bauern mussten im Mittelalter jedes Jahr an Ostern einen Teil ihrer Eier an den Landbesitzer abgeben. Einige Bauern schummelten dabei, indem sie Eier versteckten und so nicht ganz so viele abgeben mussten. Der Ursprung unseres Brauchs kann auch in dieser kleinen Schummelei liegen. Übrigens färbten die Menschen die Eier zu Ostern schon immer. Zwar nicht bunt, aber rot. Die Farbe half ihnen, die gekochten Eier von den frischen zu unterscheiden. Früher wie auch heute feiern Christinnen und Christen an Ostern in vielen Ländern der Welt, dass der gekreuzigte Jesus wieder auferstanden ist. Das Ei ist für viele Menschen in verschiedenen Ländern auch ein Symbol für neues Leben und passt auch deshalb gut zu Ostern. Und natürlich auch zum Frühling, der Zeit, in der Pflanzen und Tiere zu neuem Leben erwachen. Wieso, dass wir Ostereier suchen, das weisst du jetzt also. Vor dem Suchen brauchen die aber noch ein bisschen Farbe, dass aus so einem langweiligen, weißen oder braunen Ei eben ein richtig schönes Osterei wird. Und wie du das schaffst, dank einer Strumpfhose und ein paar Blumen aus dem Garten, das zeigen dir jetzt die Marilotta und die Valerie. Als erstes sammeln die beiden ein paar Blätter und Blümchen. Wichtig ist,
dass die Blätter eine spannende Form haben. So ein bisschen zackig und so. Also möglichst nicht so normal, sag ich jetzt mal. Und dann geht es ab in die Küche, um die Farbe auszuwählen. Zum gelben Eier zu bekommen, tun sie 4 Teelöffel Kurkuma-Gewürz in 1 Liter Wasser. 1, 2, 3 und 4. Für die rote Farbe nehmen sie 1 Liter Randensaft. Das schmeckt so hart nach Rande. Jetzt kommt noch in beide Töpfe 3 Esslöffel Essig rein und dann wird das 10 Minuten lang geköchert. Schmeckt das sehr speziell nach Rande und nach Kurkuma und nach Essig. Jetzt kommt der spannende Teil, das Dekorieren. Für das nehmen sie ihre gesammelten Blätter und Blumen und kleben sie an die Eierschale. Die Eier mit Wasser bestreichen, damit dann unsere Blumen dann auch heben. Dort, wo die Blumen kleben, bleibt das Ei drunter nachher weiss. Wem das mit den Blättchen zu kompliziert ist, kann es auch mit Kleberli und Gummibändeli probieren. Nach dem Kochen kann man sie dann wegnehmen und dann gibt es dann da so 2 weiße Punkte. Oder halt bei den Gümmeli dann Streifen. Jetzt tun sie das dekorierte Ei ganz vorsichtig in einen Strumpf rein. Also jetzt müssen wir den Strumpf am Ei befestigen, damit es natürlich auch noch rausgeht. Und als nächstes buxieren sie die Eier ganz vorsichtig in die kochende Farbe. Nach 10 Minuten nehmen sie die Eier wieder raus und lassen sie kurz abkühlen. Jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Zum Schluss verzieren sie die Eier noch mal ein bisschen verzieren. Mit etwas Zitronensaft und einem Wattestäbchen kann man zum Beispiel zusätzlich noch ein Muster in die Farbe malen. Wenn es das nicht gibt, wäre ich verloren. Wem das immer noch zu wenig ist, der kann auch mit Stift aus Lebensmittelfarbe noch ein bisschen nachhelfen. Und schon sind sie fertig, die selber gefärbten Ostereier. 2, 3. Ist nur ein guter. Das wäre die neueste Ausgabe von der SRF Kindernews. Wenn auch die nächste auf keinen Fall verpassen will, die gibt es in einer Woche wieder, dann freue ich mich sehr, wenn du unseren YouTube-Kanal SRF Kids abonnierst. Schöne Ostern und bis gleich.